Das Stille, meine Damen und Herren, ich bin Soran Pamo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit im Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama ruft zur gemeinsamen Anstrengung bei der Überwindung der globalen Bedrohungen auf. Seine Heiligkeit der Dalai Lama kondoliert zum Ableben des Umweltschützers Bahobuna. Sigyong Bemba Tsering legt Amtseid ab und verspricht Einsatz für friedliche Lösung des chinesisch-tibetischen Konflikts. Sprecherin des Repräsentantenhauses der USA, Nancy Pelosi, und Abgeordnete aus verschiedenen Ländern gratulieren Sigyong Bemba Tsering. Der scheidende Gascha verabschiedet sich und erhält eine virtuelle Audienz bei seiner Heiligkeit im Dalai Lama. Das Ministerium für Information und internationale Beziehungen eröffnet das neue Tibet-Museum in Kangchin Yishong in Dharamsala, Indien. 70 Jahre der Unterdrückung in Tibet. Forscher beleuchten Rechtsverletzungen und Zerstörungen durch China. Die parteiübergreifende Tibet-Gruppe des schottischen Parlaments drängt auf eine globale Antwort auf den Klimawandel in Tibet. Tibeter in der Schweiz schließt 1000 Kilometer Solo-Rallye für Tibet ab. Am Mittwoch dieser Woche war der Vollmondtag von Sagadawa, auch bekannt als Buddha Purnima, der Tag, an dem der Geburt, der Erleuchtung und dem Mahaparinirvana des Buddha gedacht wird. Bei dieser Gelegenheit rief seine Heiligkeit der Dalai Lama seine Anhängerschaft dazu auf, gemeinsam alles zu tun, um die globalen Bedrohungen zu überwinden, denen wir gegenüberstehen, einschließlich der Covid-19-Pandemie. Seine Heiligkeit der Dalai Lama gab auch Unterweisungen für Mongolen und Tibeter an diesem glücksverheißenden Tag. If you do good, if you create good karma, then you will have a good fruit of that as happiness, in the form of happiness. And if you are not able to do anything good, and you pass your life like that, then the Buddha cannot save you. Der ehrwürdige Gartma-Gile Yudo, Galön bzw. Minister für Kultur und Religion der tibetischen Zentralverwaltung, hielt ebenfalls eine Rede anlässlich des Vesak, dem internationalen Buddha Purnima, das von der Internationalen Buddhistischen Konföderation Delhi und der Asiatischen Buddhistischen Konferenz für Frieden organisiert wurde. Seine Heiligkeit der Dalai Lama hat seine Trauer ausgedrückt, als er erfuhr, dass sein guter Freund Sri Sundarlal Bahuguna am Freitag letzter Woche im Alter von 94 Jahren verstorben ist. Seine Heiligkeit bewunderte die Art und Weise, wie Sundarlal Bahuguna Ahimsa, dem Prinzip der Gewaltlosigkeit, zum Kern seiner unermüdlichen Kampagnen zum Schutz der Umwelt machte. Herr Bemba Tsering wurde am Donnerstagmorgen am Sitz der tibetischen Zentralverwaltung als Sigyong des 16. Gascha verteidigt. Seine Heiligkeit der Dalai Lama hielt eine virtuelle Ansprache und gratulierte dem neuen Sigyong Bemba Tsering und lobte den scheidenden Sigyong Dr. Lobsang Singye für seine herausragenden Dienste während seiner beiden Amtszeiten in den letzten 10 Jahren. Im Rückblick auf seine Bemühungen, das tibetische Gemeinwesen in Tibet zu demokratisieren, sagte seine Heiligkeit, dass die tibetische Demokratie im Exil keine Scheindemokratie ist, sondern eine echte Demokratie, die mit allen anderen Demokratien der Welt vergleichbar ist. Nach der Verteidigungszeremonie hielt der neue Sigyong Bemba Tsering seine Antrittsrede. Der Sigyong sprach über sein Engagement, die kritischen Herausforderungen, denen sich das bedrohte Tibet gegenüber sieht, und die Tibet-Frage zu lösen, um das Leiden des tibetischen Volkes zu lindern. Hierfür biete er der chinesischen Regierung die Hand, um eine für beide Seiten vorteilhafte, verhandelbare und gewaltfreie Lösung zu finden. Zum kürzlich veröffentlichten Weißbuch der chinesischen Regierung sagte Sigyong Bemba Tsering, dass die CTA bereit sei, Leute zu entsenden, um alle Behauptungen, die China in dem Weißbuch aufstellt, zu überprüfen. I reiterate my commitment to direct all my energies in carrying out the responsibility of finding a lasting solution for the Sino-Tibet conflict and looking after the welfare of the Tibetan people. The Chinese government has, on the 21st of this month, issued a white paper titled Tibet since 1951, Liberation, Development and Prosperity. All I can say today is that we are open to sending people to verify the claims made in the white paper. On the 23rd of this month, a severe earthquake shook Golok region in Tibet. We express our solidarity with all the Tibetans who have been injured or lost their property due to the natural disaster. Number 4, one of the first tasks of the administration would be to look into
what more can be done to contain the spread of COVID-19 within the Tibetan communities in India and Nepal. We will review the structure of the COVID task force, both at the central and local level, and take all possible remedial measures. I will be issuing a statement on remedial measures and guidelines by the administration in a day or two. Situng drückte seine Solidarität mit allen Tibetern aus, die durch das schwere Erdbeben am Sonntag letzter Woche in der Region Golo in Tibet verletzt wurden oder ihr Eigentum verloren haben. Wegen der anhaltenden gesundheitlichen Herausforderungen, denen die Tibeter in Indien aufgrund der Pandemie ausgesetzt sind, sagte Situng, dass er die Struktur der Covid-19 Task Force sowohl auf zentraler als auch auf lokaler Ebene überprüfe und alle möglichen Abhilfemaßnahmen ergreifen werde. Es wird erwartet, dass die Verwaltung bald eine Erklärung über die Maßnahmen und Richtlinien veröffentlichen werden. Herr Bemba Tsering ist der 5. direkt gewählte Situng, politischer früher bekannt als Galön Tipa. Er ist der Nachfolger von Dr. Lobsang Singhi und der 3. Situng, der seit der vollständigen Übertragung der politischen Autorität im Jahr 2011 durch seine Heiligkeit den Dalai Lama gewählt wurde. Aufgrund der Versammlungsbeschränkungen, die von der Regierung des Bundesstaates Himachal Pradesh aus Sorge um Covid-19 verhängt wurden, wurde die Verteidigungszeremonie live auf der Facebook-Seite von Tibet TV gestreamt, die von mehr als 20.000 Menschen aus der ganzen Welt mitverfolgt wurde. Der tibetische oberste Justizkommissar Sonam Notbo Thakpo nahm Sityung Bemba Tsering den Amts- und Geheimhaltungseid ab. Seit Sityung Bemba Tsering zum Präsidenten der tibetischen Zentralverwaltung gewählt wurde, hat er Glückwunschbotschaften von führenden Persönlichkeiten aus aller Welt erhalten. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, die ehrenwerte Nancy Pelosi, sprach über die Widerstandsfähigkeit des tibetischen Volkes und sagte, mehr denn je werden ihre entschlossene Stimme und ihre unermüdliche Führung als Sityung notwendig sein, um diese wichtige Tradition fortzusetzen und die Sache des Friedens voranzubringen. Parlamentarier und Tibet-Unterstützer aus der ganzen Welt, darunter Kanada, Großbritannien, die baltischen Staaten, die EU, Chile, Frankreich, Belgien, die Slowakei und die Tschechische Republik, gratulierten Sityung Bemba Tsering und brachten ihre herzlichen Glückwünsche und ihre erneute Unterstützung für die CTA und die Sache Tibet zum Ausdruck. Die parteiübergreifende Parlamentarische Gruppe für Tibet in Australien begrüßte den neuen Sityung und versprach während eines Treffens im Parlamentsgebäude mit dem neu eingetroffenen Repräsentanten seiner Heiligkeit des Dalai Lama und der zentralen tibetischen Verwaltung Herrn Karma Singhi und die weiterführende Unterstützung des tibetischen Kampfes. Seine Heiligkeit der Dalai Lama gab dem scheidenden Präsidenten der CTA, Dr. Lobsang Singhi, und den Mitgliedern des 15. Gasha heute Morgen eine virtuelle Audienz, als sie sich zum Ende ihrer Amtszeit verabschiedeten. Der scheidende Präsident Dr. Lobsang Singhi drückte seine Wertschätzung für all die Abschiedsveranstaltungen aus, die von vielen Menschen und Organisationen in verschiedenen Ländern abgehalten wurden, um ihre Dankbarkeit für seine 10-jährige Amtszeit auszudrücken. In seiner Abschiedsrede dankte der scheidende Präsident allen Tibetern für ihre Unterstützung und dafür, dass sie ihm die Möglichkeit gegeben haben, die letzten Worte seines verstorbenen Vaters zu erfüllen, nämlich seiner Heiligkeit dem Dalai Lama zu dienen und sich für die Sache unserer besetzten Nation einzusetzen. My role as the Sityong ends today, but my resolve to fight for the Tibetan cause will continue and will remain strong forever. I was born a freedom fighter and I'll die a freedom fighter. Das Departement für Schulbildung und Alphabetisierung vom Ministerium für Bildung der indischen Regierung hat die Übertragung der verbleibenden 6 Schulen der zentralen tibetischen Schulverwaltung, kurz CTSA, auf die Sambodha Tibetan School Society genehmigt. Gemäß der Entscheidung des Unionskabinetts hat die CTSA bisher 33 Vorschul-, 9 Grund-, 5 Mittel-, 5 Sekundar- und 3 Oberstufenschulen an die Sambodha Tibetan School Society übergeben, eine eingetragene Gesellschaft, die von der Bildungsabteilung der CTA geleitet wird. Das neue Tibet-Museum in Kangchin-Kishung in Dharamsala, Indien, wurde am Dienstag dieser Woche vom scheidenden Präsidenten Dr. Lobsang Singhi nach erfolgreichem Abschluss der ersten Projektphase in der zentralen tibetischen Verwaltung eröffnet. Der scheidende Präsident Dr. Lobsang Singhi betrachtet diese Einrichtung als eine der obersten Prioritäten seiner Amtszeit zusammen mit dem Echate-Projekt und der Übergabe der CTSA an die Sambodha-Verwaltung. Notwendigerweise zu Chinas einseitigen propagandistischen
Behauptungen von 70 Jahren Befreiung Tibets organisierte das Tibet-Büro Genf am Freitag letzter Woche an eine dreitägige virtuelle Veranstaltung über das 17-Punkte-Abkommen und 70 Jahre Unterdrückung in Tibet mit einer Reihe von Podiumdiskussionen, bei denen namhafte Redner und Forscher Chinas systematische Menschenrechtsverletzungen und die Zerstörung von Kultur und Umwelt in Tibet beleuchteten. Der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe des Deutschen Bundestages gab eine Erklärung zur Unterzeichnung des 17-Punkte-Abkommens zwischen der Regierung der Volksrepublik China und den Vertretern der damaligen tibetischen Regierung vor 70 Jahren heraus, in der auf die gewaltsame Unterdrückung und die systematischen Menschenrechtsverletzungen in Tibet durch China in den letzten 70 Jahren hingewiesen wurden. Die parteiübergreifende Gruppe für Tibet des schottischen Parlaments veröffentlichte am Samstag letzter Woche eine zweiseitige Erklärung zum Klimawandel auf dem dritten Pol, eine Zusammenfassung und Analyse der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse des schottischen Zentrums für Himalaya-Forschung der Universität Aberdeen. Sie fordert die britische Regierung außerdem auf, dafür zu sorgen, dass die Frage des Klimawandels am dritten Pol im Rahmen der UN-Klimakonferenz 2020, kurz COP26, angesprochen wird. Tshering Mongdu von Winterthur in der Schweiz beendete am Freitag letzter Woche seine Solo-Rad-Rallye vor der UNO mit einem Appell an das Büro des UN-Hochkommissars für Menschenrechte in Genf. Der 46-jährige Tshering Mongdu startete seine Solo-Rad-Rallye am 7. Mai von Winterthur nach Genf und legte dabei bei schlechtem Wetter fast 1000 Kilometer zurück, um auf die 70 Jahre gewaltsamer Unterdrückung in Tibet aufmerksam zu machen und China für seine Menschenrechtsverletzungen zur Verantwortung zu ziehen. Die 70 Jahre bezieht sich auf die Jährung der Unterzeichnung des 17-Punkte-Abkommens zwischen Tibet und China im Jahr 1951, welche unter Androhung eines weiteren militärischen Vordringens durch die chinesische Volksbefreiungsarmee in Tibet zustande kam. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, auf Wiedersehen und bis nächste Woche.